Herzlich willkommen zurück. Ich nehme an, die letzte Folge war wirklich extrem kurz gewesen, vermutlich. Also, wie letztes Mal. Langsam und leise. Egal was du tust, verstanden? Wir werden von diesem Hügel aus nach ihnen Ausschau halten. Also ja, machen wir doch. Jetzt kommt es auf jeden Fall nicht gut. Willst du ihn mit einem Pfeil erlegen? Ja, gewiss. Warum denn auch nicht? So wirst du ihn niemals töten. Wildschweine jagt man mit Speeren. Ach, ist das so? Bist du jetzt ganz plötzlich zum Meisterjäger geworden, ja? Sieh zu und lerne. Ja, siehst du? Verdammt bin ich gut. Schnauze. Tja, wenn du mir das nächste Mal erzählen willst, ich könnte keinen Keiler mit dem Pfeil erlegen. Ihm nach! Fast! Aufs Pferd, Heinrich! Dieses Schwein entkommt uns nicht! Okay. Ja, ich. Okay, das sehe ich. Ja, wie viel Mal wird mir das jetzt noch anzeigen? Also weiss ich, dass ich das habe erledigt. Bring das Wildschwein zur Strecke. Ja, ja, nicht einmal ein Speer. Was? Was? Zum Teufel? Ja, nicht mal können. Ah ja, kein Speer, wegen dem haben wir es nicht können. Okay, ja super, ist hervorragend, mal. Finde ich hure geil. Danke vielmals. Mann. Ja, ich habe gar nicht können. Ich habe gar keinen Speer gehabt. Das ist sicher ein Bug. Komm, das kannst du mir nicht erzählen. Habe ich irgendetwas verpasst? Das ist ein Bug. 100 Pro. Also muss ich dann sich da suchen, oder was? Gibt's ja nicht. Ja. Ich suche da jetzt mal ein bisschen. He? Und währenddem, was ich suche, erzähle ich noch mal schnell weiter. Der Wenzel muss ja bleiben stecken, wo er das letzte Mal ist, wo er also der Sigismund hat Böhmen verlassen. Und nach einer weiteren Internierung hat ist dem Wenzel die Flucht gelungen. Böhmischer König ist der Wenzel bis zu seinem Tod geblieben, zumal er formal weiter auf sein Recht als römisch-deutscher König gepocht. Nach dem Tod von Ruprecht von der Pfalz im Jahr 1410 ist die Herrschaft über das Heilige Römische Reich wieder an die Luxemburger zurückgekehrt, zunächst an Wenzels Vetter Jobst von Mähren und dann 1411 an Wenzels Bruder Sigismund. Beide Brüder haben sich geeinigt, so dass Sigismund auf Wenzels Hausmacht hat können hoffen. So haben sich die Luxemburger von 1308 bis 1437 fünf deutsche Könige gestellt. Die Liste ist unterbrochen worden für 17 Jahre durch die beiden Wittelsbacher Ludwig der Fünfte. Ja, nicht sicher, so eine Seich. Nein, Ludwig der Vierte ist es gewesen. Und Bayer, also der Wittelsbach Ludwig der Vierte oder Bayer und Ruprecht von der Pfalz. Dann Bayern und Ruprecht von der Pfalz. Im Jahr 1419 hat sich der Konflikt zugespitzt mit den Hussiten. Ende Juli 1419 ist es ihm gelungen, Prag in die Hand zu bekommen, wozu dann auch Wenzel immer mehr als tyrannisch empfundene Herrschaft beigetragen hat. Der Wenzel ist geflohen, doch er ist schon am 16. August vom gleichen Jahr gestorben. Nach Wenzels Tod ist der Sigismund auch
die Nachfolge als böhmischer König antreten. So. Das wäre die Geschichte zum Wenzel. Um den, was hier geht. Es hat noch ein paar mehr Sachen, aber das lassen wir jetzt gleich gut sein. Wir gehen dann einmal. Wir schauen uns verschiedene Sachen noch an. Und dann werde ich mal über das Böhmische Reich, also über die Böhmen selber berichten. Das ist sehr interessant. Ich mache jetzt hier einen Cut, bis ich den mal wieder gefunden habe. Und ja, es geht auch noch ein Moment, weil da gibt's. Okay, das sind die Hunde auf jeden Fall, aber wir müssen gar keinen Cut machen, so wie es aussieht. Die Hunde sind da irgendwo. Ich höre sie. Ah nein, das ist nur mein Fuß. Okay, bis nachher. Tschüss. Bis nachher. Was habe ich da was? Ich habe da etwas entdeckt. Unfallort. Okay. Jetzt wird es ein bisschen Spanisch. Ich melde mich wieder, sobald ich etwas sehe. Wir haben noch gar nicht weggeschnitten, weil es das gerade in den Weg gekommen da. Unfallort. Bis nachher. So, wir haben den Herrn Hans gefunden. Seht es mir auf jeden Fall. Ah, rette Herrn Hans. Oh shit. Komm noch grad mal. Komm. A szentségit! Itt nem látok. Megjött a mulatság. Elkaplak, te disznó! Du Hund. Fuck. Ja, keine Chance gegen den. Oder? L2. L2 wäre es gewesen. Egal. Jetzt bin ich nervös. Das ist nicht meinen, Kollege. Wow! Nein, komm, mach keinen Scheiß. Hey, Schwert für den. A picsába hagy már! Komm. Die Huren grusige Sicher. L2. L2. Yeah. Ja, endlich alles mal geschafft. So. Plündern. Alles nehmen. Das kann ich jetzt zwar fast nicht mehr laufen, aber da kenne ich jetzt nichts. Da kenne ich jetzt gar nichts. Und dann hier da. Plündern. Ich bin stolz. Ich habe etwas geschafft, was ich vorher nicht geschafft habe. Hure geil. So, jetzt bin ich ein bisschen überladen, aber ist okay. Ich komme, mein Herr, ich komme. Ich komme. Ich komme, wo bist du? Ja, wow, und? Unglaublich. Ich lasse eine Bronzebüste von dir fertigen, mein Freund. Aber wo warst du so lange? Ja, kein Ach, Ross. du weißt schon, Beeren sammeln, Wein trinken, ein Nickerchen machen. Du Verrückter! Sie hätten mich fast am Spieß geröstet. Ich finde, es sah eher so aus, als würden sie dir die Jungfräulichkeit rauben. Na hör mal, Mistbauer! Spricht man so etwa mit einem Edelmann?
Ein Edelmann mit gequetschten Eiern, Freund. Jetzt spielst du mit dem Feuer. Ich könnte dich dafür an den Pranger stellen und dir mit meinen eigenen Händen die Eier quetschen. Diese Verletzung sieht nicht gut aus, Herr. Wohl wahr. Diese Kuman-Schweine haben mich ganz schön aufgemischt. Und mein blödes Pferd ging durch. Du musst mich nach Hause bringen. Ja, das mache Je ich. früher wir von hier verschwinden, desto besser. Aber ich habe jetzt das Problem, jetzt bin ich völlig überladen. Dann Ich kann lass uns doch das aufbrechen. Zeug nicht da lassen, Das schieß war mich an. Aufregung genug. Ach Mist. Hoffentlich gehen wir einfach so computermässig und dann nicht da noch selber das Zeug latschen, schießt mich an. Ich hoffe es. Oh ja, sehr gut. Perfekt. Lord Capon! Get here, everybody! Jetzt ist es plötzlich Englisch. You, help him! What the fuck? Das ist ein Hurenpuff in diesem Spiel. Um Gottes Willen. Es sind Bugs drin, das ist unglaublich. Hey. Aber es ist ein cooles Spiel. Man muss sich mal vorstellen. Oh, ja, Achtung. Was träumst du da jetzt? Wie ist das möglich, Ratzig? Diese Bastarde sind kaum eine Meile von der Burg entfernt und doch so dreist. Wir müssen dringend mehr Wachen entsenden. Das würde nichts nützen, Hanusch. Selbst wenn wir 10-mal so viele Männer hätten, könnten wir nicht jeden Stein im Reichslehen umdrehen. Du hast nach mir verlangt, Herr. Tritt ein. Wie kann ich dir das bloß danken, Heinrich? Ohne dich wäre Hans jetzt nicht mehr am Leben. Mhm. Dabei hatte ich dich doch eigentlich zur Strafe mitgeschickt. Ich tat bloß meine Pflicht, Herr. Ach bitte, sei nicht so bescheiden. Du hast nicht nur Mut, sondern auch Treue gegenüber deinem Lehnsherrn bewiesen. Dafür nehme ich dich in mein persönliches Gefolge auf. Merci. Herr, ich... Hab Dank, Herr. Na dann stoßen wir auf deine Beförderung und Hans schnelle Genesung an. Steh nicht doof rum, Junge, schenk uns ein. Vergib mir die Störung, Herr. Aber ich bringe dringende Kunde. Was ist los? Gerade kam ein Stallbursche aus Neuhof. Er sagt, Banditen hätten heute Morgen das Gestüt überfallen. Es gab viele Tote und Verwundete. Kurva! Erzähl genau, was passierte. Ich bin nicht ganz sicher. Der Junge war so verstört, dass er kaum reden konnte. Er sagte, die Banditen hätten aus purer Lust getötet. Es tut mir leid, Herr. Dein Vasall Smil ist tot. Wer hat das getan? Wer war das? Wir wissen es nicht, Herr. Der Junge stammelte die ganze Zeit etwas von einem riesigen Kerl in schwarzer Rüstung, der den Angriff anführte. Nimm so viele Männer, wie du brauchst. Reite nach Neuhof und finde diese verdammten Bastarde. Und bring mir ihre Köpfe. Ja, Herr. Meine Männer stehen dir ebenfalls zu Dienst. Danke, mein Freund. Herr, lass mich mitreiten. Er platzt förmlich vor Kraft und Elan. Der Anführer. Das muss derselbe Klotz sein, der mich in Skalitz angriff. Es kann keine 2 Männer im Königreich geben, die so aussehen. Denkst du, er könnte mein Schwert noch haben? Gewiss könnte noch ein Schwertkämpfer nicht schaden, oder, Hauptmann? Ja, wie du befiehlst, mein Herr. Wie schnell kannst du aufbrechen? Sobald die Männer bereit sind. Gut. Warte auf dem Vorplatz auf Heinrich. Und gib ihm ein Pferd. Ein Pferd? Seine Belohnung für Herrn Hans Rettung. Er wird's brauchen. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank. Geht schon. Ich will diese dreckigen Hunde so bald wie möglich in den Yeah. Händen des Henkers sehen. Das sehen wir doch Ich alle. werde dich nicht enttäuschen, Herr. Sehr schön. So. Schwert haben wir noch kein Schlaues. Aber ist egal. Das haben wir jetzt schon 1000 Mal. Okay, das ist aktualisiert. Begriff nach Heuhof, wo wichtig gesehen wurde. Okay, wichtig ist das der. Sidequests haben wir jetzt noch keiner gemacht. Sidequests. Jetzt muss ich aber zuerst einmal. Sally? Nein, sicher nicht sterben. Keine blank gezogenen Waffen. Oh, sorry. Entschuldigung. Steck die Waffe weg. Ja, das hat gemacht. Wow, Kollege, du hast
geil, sehe ich. Was etwa? Hey, Zum Teufel? ja, hau ab. Hey! Was ist los? Gang weg! Was ist denn? Ich möchte gerne mal mein Zeug verräumen. Jetzt muss ich mal heute schnell... Also, ich mache es so, ich gehe jetzt mal schauen für eine Unterkunft dort hinten. Ich tue hier die Dings unterbrechen. Die Folge. Und wünsche euch etwas. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen bei der Rettung von unserem geliebten Herr Hans. Und ich gehe mal umschauen, dass ich mal da ein bisschen umrüsten und so für den Kampf, weil so ist es ein bisschen mühsam. Ich wünsche euch bis zu einer nächsten Folge Kingdom Come Deliverance. Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen zusammen. Merci.